Grüß euch, der Fighter ist da. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute der mal was für Garten, Natur und Co. machen. Und zwar der wir heute ansehen. Der ein oder andere für euch weiß, dass ich sehr gern scharf ist. Dementsprechend pflanze ich mir Chilis in meinen Garten. Meine Frau, die es nicht ganz so schön scharf mag, hat gern Paprika im Garten. Dazu kommen dann noch Tomaten, Kürbisse, wie heißen die ganzen Dinger? Zucchinis und was weiß ich, was man da alles anpflanzen kann. Karotten, Radieschen und sonst was. Es ist so, dass man natürlich nicht alles gleichzeitig pflanzt und mir jetzt eine Vorarbeit leisten, und zwar deren wir aus Samen, die wir uns selber gezogen haben oder gekauft haben, kleine Pflanzerl anziehen. Das heißt, wir säen die heute ein, dann werden die fleißig gewässert, kommen unter ein wunderschönes pinkes Licht und dann wachsen die so vor sich hin. Der Punkt ist der, dass die groß nur sind, wenn wir es dann im Garten setzen, damit sie nicht sofort kaputt sind oder von die Schnecken gefressen werden oder sonst irgendwas. Wie der eine oder andere wahrscheinlich schon bemerkt hat, habe ich mir dafür meine gereizende Göttergattin an die Seite geholt. Servus. Die sagt mir eigentlich mehr oder minder, was ich falsch mache. Aber wir machen es halt zusammen. So hat jeder seine Hobbys. Ja, und dann sehen wir uns jetzt gleich bei der Arbeit wieder. Als erstes haben wir unseren Topf hergestellt. In diesen Topf kommen diese Erdenpellets. Nennen wir es Erdenpellets? Ich habe keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Diese komischen, relativ harten Teile, die werden dann gewässert und auf diese gewässerten Dinger werden wir Samen verteilen. Und zwar Schnittlauch und Petersilie. Schnittlauch und Petersilie. Theoretisch kann man das eigentlich gleich im Garten direkt sehen, weil es eigentlich nicht so lang Keimzeit haben. Allerdings wollen wir die ja auch für zu Hause, weil unsere kaputt gegangen sind. Deswegen sehen wir sie gleich mit an, wenn wir schon dabei sind. Ja. Das tun wir jetzt dabei mal zur Seite stellen. Wir haben uns auch Anzucht-Quelltabs gekauft. Das sind, Zwecks der Faulheit. ja, weil wir faul sind, das ist richtig. Das sind so kleine Teile. Da kommt da in diese Mulde, kommt der Samen rein, dann kommt das Ding da hinein und dann kommt da Wasser dazu. Dann geht das auf und dann haben wir da den Samen zugedeckt. Ist einfach wirklich ein Faulheitsprinzip. Man könnte es auch mit den ganz normalen Anzuchtbechern machen und da dann Erde reintun. Aber so ist halt weniger Sauerei. Das heißt, ich verteile jetzt hier schon mal diese ganzen Dinger. Wir machen uns dann auch einen Lageplan, wo welche Pflanze drin ist. Das ist nämlich ganz wichtig. Das sollte man immer mitmachen. Und diese Heimgewächshäuser, die man beim Aldi immer kaufen kann, mit Deckel, gibt es übrigens mit Deckel. Nö. Die haben auch solche Mulden, da passen die ganz genau rein. So, da zeichne ich unseren Lageplan auf. Und so fangen wir jetzt auch an zu säen. Und zwar beginnen wir mit Paprikan. Und zwar mit Paprikan, die man essen kann, auch wenn man kein scharfes Essen verträgt. Wir haben hier Samen von oranger Paprika. Mein Herz. Wie viel Samen deren wir da jetzt rein? Wenn es geht, maximal 2. Also wenn es geht, wirklich so wenig wie möglich. Dann, Ja, das sind die Samen einer, oder getrockneten Samen einer orangen Paprika. Davon nehmen wir jetzt, wie meine Frau gerade festgestellt hat, 2 Stück. also Der maximal. haben wir da jetzt 2 Samen rein. Und da der wir auch 2 Samen rein. 3 Pflanzen orange Paprika. A1, A2, A3, orange Paprika. So. Als nächstes haben wir rote Spitzpaprika. Die haben wir letztes Jahr schon gezogen, die ist gekommen wie irre, anfänglich, und hat dann ganz stark nachgelassen. Auch hier machen wir 3 Pflanzerl. Einfach die B123. Dann haben wir uns vom Rewe-Markt bei uns im Dorf einmal so Tigerpaprika gekauft. Die blende ich euch jetzt ein, wie die mal ausschauen sollen, weil die fand ich so schön, dass ich gesagt habe, das möchte ich die versuchen. Und auch da habe ich mir dann einfach die Kerne genommen, habe sie getrocknet und jetzt ein Jahr später
hoffen wir, dass das funktioniert, dass wir sie selbst ansehen. Auch hier nehme ich wieder 6 Kernel, packe sie in 3 Anzuchtplatten und schreibe mir auf, wo sie drin sind. Jetzt kommen noch lila Paprika dazu. Auch hier wieder ein Bild, wenn ich die Samen finde. Ah, ja. Da. Magst du noch diverse Paprika dazusetzen? Können wir mal machen, dass wir, sagen wir mal, 4 Dinge, da wissen wir ja nicht, was das ist. Okay. Diverse Paprika heißt, wir haben keine Ahnung, ob grün, rot, gelb, orange, türkis, schwarz. Da haben wir einfach irgendwelche Samen zusammengesammelt oder sind durcheinander gekommen. Der mal auch noch 4 Pflanzen dazu. Wir haben das jetzt gewässert, meine Frau hat scheinbar wieder Erde drauf. Nein, Nein, das ist das Substrat. Ach, das ist dieses Substrat. So. Sobald das gewässert ist, kriegt es so eine erdrige Form und dann kann man es auch noch ein bisschen rein, deswegen war die Erde drunter völlig von Arsch. Aber gut. Okay. Und dann tun wir das Paprika und Paprika Paprika sage ich schon, für lauter Paprika Schnittlauch und Petersilie. wird dann mehr oder weniger so drüber gestreut. Einfach bloß drüber gestreut. So flächendeckend, so ein bisschen. Weiß nicht, ob man da jetzt so großartig sieht. Wird dann leicht angedrückt. Und das war es jetzt erstmal. Auch dafür verwenden wir später eher dann zum Wässern Da. eine Spritz. Also Spritzflaschen, mit der man dann da so. Weil die jungen kleinen Pflanzen einfach sonst vom Wasser erschlagen werden. Muss man das nicht. So werden wir da drauf spritzen. So. Wir haben jetzt also hier schon 16 Pads angesetzt mit verschiedensten Arten von Paprika. Daneben möchte ich jetzt, damit wir das Ding relativ scharf loshalten, dazu kämen dunkle, grün-rötliche, fleischige Tomaten, die ich einmal, ich weiß gar nicht, wo wir die gekauft haben, aber die haben mir optisch so gut gefallen, dass ich da auch gemeint habe, ich muss die Kernel raussuchen, um die Tomaten selber anzusehen. Das ist so. Ja, schauen wir mal, ob die was werden. Ich bin sehr gespannt. Naja. Wir werden sehen. Auch das, es ist der erste Versuch, dass ich aus gekauften Sachen, die ich in einem Supermarkt, Aldi, Lidl, Rewe oder sonst was kaufe, versuche Pflanzen zu machen. Vor allem bei Tomaten ist es ein bisschen schwierig, weil die getrockneten Samen dann auch wahnsinnig klar sind. Dann haben wir uns letztes Jahr eine Pflanze besorgt und zwar waren das kleine Cocktailtomaten. Die sind echt gut gegangen. Die sind gut gewesen, die waren orange, rot und gelb an einem Busch, das fand ich sehr schön, da kommt gerade ein Mordspapier mit raus. Wobei man sagen muss, die Ernte war voriges Jahr echt scheiße, von Haus aus, aber es waren erstaunlich viele, in Anführungsstrichen. Ich hoffe ja, dass die kommen, weil die sind echt lecker, so zum Snacken auch zwischendrin. Mal runter und nein Mund. Kein Schatten. Jetzt nehmen wir das Wasser, schütten das hier vorsichtig mit ein. Am besten dahin, wo die Dinger nicht sind. Die fangen nämlich hier an gleich zu schwimmen. Ah, sehr schön. Auch gar nicht voll Wasser am Anfang. Wenn die nämlich mal angefangen haben aufzugehen, dann saugen sich die schon fest. Das Problem bei den selber gezogenen Samen aus alten Dingen ist wirklich die Aufbewahrung und dann auch, gehen sie beim nächsten Jahr aus, haben sie überlebt, mehr oder weniger, hat ihnen die Umgebung, wo sie dabei waren, sprich Hütte oder ähnliches, gefallen oder nicht, und sind sie überhaupt noch keimfähig. Deswegen ist es jedes Jahr ein Glücksspiel, wie viel von den Samen gehen überhaupt auf. Somit wäre jetzt mal die erste Garde erledigt. Und es ist wie immer eine Riesensauerei. Ja, wir machen eine Sauerei. Aber so gehört sich's heute, das ist halt so, wenn man es so macht. Dann verteile ich wieder diese Pads. Wir fangen nämlich an, folgende Chilis zu setzen. Und zwar habe ich da einmal die Trinidad Scorpion Black, Moruga Black. Trinidad Scorpion Moruga Black.
Die Samen sind aus eigener Anzucht, das heißt, die habe ich schon mehrfach gehabt. Die habe ich auch schon mehrfach vertilgt. Als zweites haben wir uns Jalapeno Chilis gekauft im Samen. Die sind leider ein bisschen untergegangen. Die sind draußen im Gewächshaus gelegen am Balkon. Wir wissen also nicht, ob das noch was wird, aber man kann es ja mal testen. Ja. Dann kommt ein Klassiker aus unserem Garten, und zwar ist das die Cherry Bomb. Sind übrigens sogar, schauen aus wie die gefüllten Paprikatomaten, die man da beim teilweise kriegt. Und dann sehr lecker, also nicht zu scharf und nicht zu mild. Manchmal recht fruchtig, ich finde es gut. Als nächstes pflanzen wir eine kleine Chilischote, die haben wir von unserem Nachbarn letztes Jahr geschenkt gekriegt. Und zwar ist das die Tokanotsume Chili. Das sind übrigens die man oft in irgendwelchen Dönerläden oder so sieht. Jetzt kommen wir zur Big White Habanero. Das war eine der allerersten, die wir selbst angebaut haben. Und da sind die Samen auch aus der jeweiligen Zeit. Das heißt, da mussten wir nie Samen nachkaufen oder so. Wir haben es immer geschafft, 1, 2 durchzubringen. So, mal sehen. Die gut gelagert, mehr oder weniger, halten die auch 2, 3 Jahre. Allerdings wird von Jahr zu Jahr, wo man es einfach nur lagert, die Keimfähigkeit auch geringer. Als nächstes setzen wir an die Chili namens Pinocchio's Nose. Die heißt deswegen so, weil sie sehr lang ist, aber das seht ihr auf dem Beutel. Auch hier machen wir wieder 4 Stück. Auch übrigens sehr anspruchslos im Wachstum und wächst auch relativ gut. Also es gehen nicht so viele Pflanzen kaputt, und wenn sie mal dann da sind, mit 5 Seitenständen, dann wächst die wahnsinnig schnell und geht auch nicht so schnell ein. Im Gegensatz zu manch anderer Pflanze, die dann meint, sie muss jetzt plötzlich, nachdem es Blüten gekriegt hat, eingehen. Dann habe ich mir mal beim Rewe, glaube ich auch war das, ich weiß nicht mehr, eine Packung türkischer Chilischoten mitgenommen oder Paprikaschoten. Hab dann rausgefunden, dass das die Corpacci Chili ist. Die ein oder andere ist schon wirklich scharf. Peter Pepper Yellow Chili. Durch die herausragende Form dieser Pflanze nennt sich das Ding auch Yellow Penis Chili, weil die Frucht, ne, da muss doch mehr sein, aber viel mehr ist es nicht mehr. Wahnsinnig wenig Samenstände beschert, selber. Das nächste, was ich euch dann zeige, ist mehr oder weniger das Beutel, wie es dann stängern. Das ist dann Part 1, mehr oder weniger bei dem Programm Chili von der Ansaat bis zum Verzehr. Ich hoffe, ihr habt was gelernt.